Ekran! Ekranen geef dich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd S. Eduard Kiesbrecht. Welkom lieve vriend, welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u van jou waren hier erbij bent en dat u die radio aangeschaltet hast oder die YouTube aan hast. En van jou zijn we hier een fijne chillen middag bij ons thuis met een mate. Dankzij je dat u hier bent. En van jou willen we ons mal tijd nemen over die leven te vertellen. Het is immer sehr interessant von die Geschichte zu hören, aber nicht Geschichte, die bloß abgemerkt sind, sondern Geschichte, die du erfahren hast mit Gott. Oder Geschichte, wo Gott die angeführt hat, ja, du überhaupt arm in dein Leben begonnen hast. Wo er dann angefangen hat zu wirken in die. Und für mich ist es sehr schön, dort zu sein, wo du hast könnt, uit de Dunkelheit, nu met Licht kommen und nu mit Amt abgehen. Wo hättet die von euch Johann? Ja, sehr Dankeschön für mich einladen hier zu reden. Ich bin sehr dankbar, mir geht es wirklich gut. Einer ist für mit abgeregt, wenn einer von einem sein Leben verteilt, aber trotzdem, das geht gut. Ich weiß, einer ist eins mal abgeregt, besonders wenn es viele Menschen das sein und wenn du sagst, dass du Gott erfahren hast in deinem Leben, dann aus die Menschen dann für $2 nach checken, ich sage dann ab. Aber ich glaube, dass weil die Soten auch immer haben, weil wir von uns erfahren, dass er will uns beweisen, dass Gott das nicht auf uns Leben kann verändern, dann will er uns immer, glaube ich, eins mal raufkriegen, dass die Menschen dann sagen, über uns brüdern. Aber wir wollen das nicht teilen, wir wollen von dir, dass für Gott das ihr tun und dass er uns kann bringen. So, Johann, vertel mal von deinem Leben. Wo wir dein Leben, als du noch nicht Gott kennst? Von wo kommst du? Du bist wohl hier mal am Programm gewesen, aber kannst du noch einmal besser sagen, von wo du kommst und so weiter? Ja, ich bin in Bolivien geboren. Ich bin abgewachsen in Bolivien. Ich bin in Darb abgewachsen, so viele Menschen sind. Und ich bin immer sehr gut. Ganz von klein an. Und sehr rebellisch ist immer. Mit nicht lauten fair sein. Aber wo ich dann eingeworden bin, für den Satan mit einer Fährung rebellisch sein. Dass er nicht alles tät. Dass er dort nicht tät, was er will haben. Dass er dort tät, was Gott will haben. So, ich wollte Ihnen von der interessanteste Geschichte von meinem Leben vertellen. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich würde die habe ich die Geschichte ganz zu lang. Und das wird interessant werden. Die Verändernis von Tod in den Leben. Das ist der Unterschied. Weil ich Ihnen von der vertellen von meinem Leben. So, wenn ich ab war, ich ging in die Darbschule. Vor 13 Jahren. Dann wieder ein Jugendlicher. Und vielmals, ich will gleich an 18 Jahren zusammen, wenn ich 13 bin. Aber mein paar die Regeln wir nicht verfehlen. So, das hat mich schwer lernen, was ich könnte tun. So, aber wir fangen Radio zu hören in den Jahren, 13, 14 Jahre. Wir hatten aber eine Gruppe, wir hören Radio. Aber wir passen sehr ab, dass wir nicht wollen die Predigten hören. Wir deuten da so bloß die Nachrichten und die Leute. Wir können jetzt von der Bibel so nicht zu viel weiten, haben wir gelernt. Wir können leicht zu viel weiten und dann hören wir nicht zu viel von der Bibel. Dann muss immer einer beim Radio sagen, den ausschalten, wenn er ist, was der Predigt wird. Und so, dann müssen wir die Klage abpassen. Und dann so ging das wieder. Mit Jugendleben und hören immer Radio. Uns für immer den Weg immer Radio hören. Da wir für uns verboten, aber wir dann immer uns so uns besiegen war ich dann hatten ein kleines Radio. Und da wir immer eine Gruppe Freunde haben, wo wir dann Radio hören. War sehr interessant. So, ging das wieder, weil ich 18 Jahre wird. Mein Papa, wir gleichen uns einmal. Von 13 Jahren an, ich weiß nicht, was ich mein Papa hat, aber mein Papa, wir gehen nicht aus. Nicht an keine Arbeit, ich gleich mir nicht sein, ich bin sehr rebellisch. Papa, der ist so hart 3. Und das hat vielmals sehr viel gekostet. Und ich habe dafür neu gedacht, wenn es wird in dem Leben so, dass wir never kommen. So, und dann habe ich mich gefragt, was habe ich falsch getan. So, ich habe zweimal in meinem Leben einen Abrazo gekriegt.
Ich habe keinmal gehört, wem sagen, ich liebe dich, du bist mein Sehen. Und dort sage ich nicht mehr, dass meine Eltern die Schuld haben oder ich die Schuld habe, wenn wir haben das beide nicht gelehrt. Das ist sehr schwierig, über die Sache zu reden oder zu erklären. Aber ein Mensch, der keinmal die Liebe gekriegt hat oder den Abrazo gekriegt hat von den Eltern, wenn der abwässt, der war unrespekt, wenn ich so sein, oder der Mensch, der ist so ganz anders, wenn er die Liebe nicht gekriegt hat. Und ich habe die Liebe vorher nicht gekannt. So, wenn ich 18 Jahre wird, dann bin ich so viel rebellisch, dass ich mich von Vater nicht schätzen. Und dann ging ich weg von Hus. Aber ich schaue von manchen Menschen auf eine andere Kolonie. Und dort wieder dasselbe. Dort wieder dasselbe. Und ich schaue wieder. Mein Leben ging so weg. Und ich hatte immer mehr Stress. Mit mir selbst, ich lud mir selbst immer mehr Sünden ab, weil ich wusste, was ich mit der Hand will. Und ich hatte viel im Leben. Ich habe viel getrunken, aber wir haben Pferde, wo wir getrunken haben, gehabt, und dann auch christliche Leute gehört. Wir wären so dahin ohne, wenn wir verstehen uns selbst nicht, wenn wir wussten nicht, wer wir wären. Wenn es uns hat Himmel gesagt, uns wird immer alles aufgesagt. Alle Dinge sehen die immer, was wir nicht sollen tun, aber die haben nie nicht uns gesagt, was wir können tun. So wie früher und dann nochmal, was wir tun, na je Geschmack sein. So, und das sage ich uns nicht nur. Und der junge Mensch, der sieht seine Energie zu loten. Und dann, wenn der nicht was gut den unterbeiden hat, dann wird er was Schlechtes merken. Aber irgendwas merkt der junge Mensch. Wenn es dort leben, dort ist so gemerkt, dass der Mensch irgendwas will. Und so habe ich immer gesagt, und ich habe versucht mit Trinken. Und ich will immer mein Leben durch viel werden. Und ich habe das versucht, ich habe gesucht. Und dann dachte ich immer so, wenn ich bloß von dem Jahr nach habe, dann will ich mein ganzes Leben, dann wird das alles, was ich in meinem Leben nach will. Und dann, ich war mit meinem Papa, mit dem muss ich auch noch nicht. Und dann verleute ich mal von hier, fahre ich nach Paraguay. Und dann schaffe ich durch. Und dann dachte ich so, nö wurde das sein. Nu wordt het een ganz Verändernis gegeven in mijn leven. En ik schaf door, ik kwam bij terug, en schaf hier wieder. En dat leven dat ging plussen weg. En dat leven ging plussen weg. En ik zag wat meer vallen. En ik kwam aan de radio te horen, immer meer. En ik hoorde al, bouwt hoor ik naar de predigen. En dan hoor ik naar de Zeugnisse, wat de mensen geven, wo sie sich bekehrt haben. Und das war mir so interessant, dass ein Mensch sich bekehren kann und der kann einen Sinn gelebt haben und der kann los sein. Das habe ich nie nicht wo gehört. Das wird für mich so wunderschön. Und dann ein Tag, wo ich dann schwor wird, und dann die plottische Bibel werde ich dann auf Vierten vorbeigehen, weil er nicht, wie man in Bolivia predigen. Dann habe ich uns eine plottische Bibel geloten und dann habe ich Vierten nicht, aber ich kann das nicht lesen. Dann ein Tag, dann dachte ich, da bück auf und dann lese ich mal einen sehr interessanten Brief, der wird heilig. Und da wird so interessanter Brief, der trat mir in das Plottische lesen. Und da habe ich gelernt, Plottisch lesen. Und dann wieder habe ich gesagt, wenn es so interessant ist bei mir. Und ich habe wieder gesagt und immer war das Radio gehört. Und dann irgendwann habe ich eine Jahr, und dann dachte ich so, wenn ich mich nur noch befreien würde, dann habe ich mein ganzes Leben, dann will ich so erfüllt sein. Und ich ging wieder, und ich fühle mich so ladig, und und ein Abend dann, kam mir das war so, und dann höre ich Radio, und dann gab einer ein Zeugnis, wo er sich bekehrt hat, wo er am Sinnen gelebt und wo sie gebet haben, und wo viele Stunden sie gebet haben für den Menschen, was er wird frei geworden, und dass er wird ruhig gekommen mit dem Lachen, dass er einmal einen anderen Weg sein hat, und du wirst so dankbar für. Und ich fühle mich irgendwie so, ich soll was merken, aber ich weiß nicht wo, und ich wünsche mir, wenn die Menschen mich nicht was früher, und dann, wenn ich dort gehört habe, dann ging ich in ein Haus, und dann schneide ich mich an, und du fange ich dann an zu beten zu Gott. Und dann hat einer gesagt, ich soll einfach meine Sünden abzunehmen, benommen, und ich soll zu Gott reden.
En ik vang om met God te reden, ik laat God en Jesus in mijn hart, dat hij mij zo alle zinnen vergeven en ik wil met hem te gaan, ganz wat aan de één wereld en ik wil immer met hem te gaan en dat beleven, de verandering in mijn leven. Zo ben ik wirklich dankbaar, wanneer ik van jou terugkijk, wo Gott mij en dat oude leven ongeveer, wo Gott für te mij geredet heeft en wo ik für uns allein gewassen geroht habe und mit verschiedenen Menschen Dinge geredet und mir nicht terechtgefunden, was den Tag, was ich Jesus annahm und Jesus in mein Hart anlaut und dann ging ich wieder in Dit is interessant, Johan. Du hast hier mir so eine Strecke vertalt, einzig von der Sache wusste ich und einzig von der Sache wusste ich nicht. Und über unsere Titel ist sehr, sehr meiste eng. Und über nächste Woche habe ich eine Zeit. Wo würde es sein, von dir hast du die Jugend Krieg vertalt, wo du anfängst zu beten. Aber ich glaube, dein Leben hat nicht abgehört bei dem Gebet. Ich glaube, dann fängt ein ganz neues Leben an. Wo würde es sein, wenn wir von dir hier einmal aufschneiden, dass du anfängst zu beten und dass die nächste Woche, dass wir dann wieder reden, wo dein neues Leben in Gott ist. Würde das dort gehen für dich? Ja, sehr schön. Ja. Kannst du den Jugendlichen aber noch einmal merken, das Wort geben, was du anwenden wirst? Ja, ich will Ihnen von der Bibel zwei Verse mit dem ersten ist Jesua 1, Vers 5. Du sagst, kein Feind wird jünd wahrer stehen. Wenn es Gott erst mit jünd, immer, so es Mose gewasst ist, so es mit Mose gewasst ist, wenn die Mosebrief lesen, und so es dem beschützt hat, so erst Gott noch immer gewasst. Dabei geht noch ein Vers von der Bibel von Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe von der und gestern und für die ganze Ewigkeit. So, der wie dann mit Mose und der ist von der noch mit uns. Gib nie nicht ab. Raub an Jesus, der Hauptjünd, wo immer ihr seid. Amen, Amen. Vielen Dank, Johann, für so ein wunderbares Zeugnis. Du hast uns eine lange Strecke vertalt. Und ich hoffe, du kannst uns das nächste Mal vertellen, wo du ein neues Leben mit Jesus gefunden hast. Wenn es Jesus, das du sagst, ist immer dasselbe. Du, lieber Jugendlicher, du kannst immer nur in Jesus kommen. Das ist immer mit großen Armen auf für die in die Wachen und die du empfangen kannst. Gott sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Fragen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.